Ja, Leute, es geht endlich weiter hier bei Yu-Gi-Oh! Master Duel und mit Schicksalsfeen, aber auch mit einem relativ großen Update. Etwa 2,5 GB, das hatten wir in dem Spiel schon länger nicht mehr. Ich glaube aber nicht, dass sich was am Solo-Modus geändert hat, den wir in diesem Let's Play explizit ja ein bisschen fokussieren wollen. Die Online-Variante davon, vor allem auch das Online-Let's Play davon, das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann ist sowieso gerade alles ein bisschen noch stressig mit den ganzen Let's Plays und neuen Spielen, die erscheinen. Zum Teil solche, die ich auch gerne Let's Playen würde, andererseits auch solche, die ich gerne privat zocken würde. Aber überall fehlt die Zeit, der Tag hat einfach zu wenig Stunden. Oder einfach zu viele Stunden, wo man arbeiten muss. Und alles ist zu teuer. Und kostet immer mehr. Ja, wir sitzen alle im gleichen Boot. Leider. Aber zum Glück. Das ist eine gute Frage. Ist das ein Glück oder ist das Pech? Eigentlich ist es... wobei, stimmt gar nicht. Alle sind wir gar nicht. Man weiß ja, die Reichen sind ja nie im selben Boot wie wir anderen. Nein, es ist einfach scheiße generell so eine Situation ist. So. Hoffentlich nochmal gerettet. Hoffentlich nochmal gerettet. So, Hinweis Update, danke Spiel. Problem behoben. Datumsobligatorischen Updates. Okay, kommt erst noch? Geht nach dem Update. Problem, überall nur Probleme. Nur Probleme, Freunde. Oh, sieht das süß aus. So. Aber genug davon. Ich müsste mal ein paar Dinge hier sammeln, wa? Kristalle. Schon lange keine mehr gehabt. So, in der letzten Folge waren wir noch... Gibt es neue Dinge wieder? Dunkle tödliche Rache, die Träume sind doch neu. Bis zum letzten Mal Fehler des Heiligen Phönix war der letzte. Vor hier den SP-Deck-Herausforderungen und so. Halt, ups, Entschuldigung. Das war direkt am Maustaste. Ein Valley Soli. Wo wollte ich hin? Wo sind... Alter, leg mich am Arsch, ey. So, Legende Sternhelden. Wir sind beim Geschenk des Märtyrers stehen geblieben. Hier haben wir alles gemacht. Hier wollten wir gegen die Mech-Ritter noch antreten, wa? Die Mech und haben, glaube ich, gesagt, aber den, glaube ich, ja gemacht. Oder versucht. Ich bin nicht mehr sicher. Ich glaube, ich wollte, aber gemerkt, ist doof. Ja, obwohl, nee, ich glaube, soweit war noch gar nicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich erstmal die unten gemacht, wa? Machen wir weiter, weil das sind die schwächen Duelle und vielleicht kriegen wir hier unten noch irgendwie... Oh, 3 Szenarien hier, leg mal am Arsch. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwie Tipps für die Duelle hier oben. Also, Szenarien. Gegen die Mech-Ritter, wa? Immer noch. Nehmen wir mal an. Alles andere wäre ein bisschen schräg. Aura, seine Freunde. Bekämpfen den Mech-Ritter, ganzes Spektrum. Die Kulmination aller Kraft der Mech-Ritter mit aller Macht. Als sich das Kampfglück wendete, führte Ningiers und einem lauten Schrei ein Speerstoß aus. Ein Angriff wurde jedoch vom Mech-Ritter ganzes Spektrum pariert und riss ein großes Loch in die Mauer. Die Mauer muss weg! Die bereits fragilen Ruinen hielten dem Aufprall nicht stand und begannen zu kollabieren. Bevor so der Staub legte, um nicht vom Mech-Ritter ganz Spektrum bemerkt zu werden, warf Ningiers Uli unauffällig einen Blick zu. Lee bemerkte seinen Blick, nickte leicht und verschwand vom Schlachtfeld. Sie hatte ihre Absichten signalisiert, die Basis allein zu infiltrieren und Ip zu retten. Lee flog fieberhaft, bis sie Ip endlich erreichte. Ip stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, als sie Lee unverletzt dort sah. Aber ihre Erleichterung währte nur kurz, als sie erfuhr, dass die anderen gegen die Mech-Ritter kämpften. Vielleicht begingen sie einen Fehler, indem sie gegen die Mech-Ritter kämpften. Um die Wahrheit zu erfahren, musste sie den Kampf sofort beenden. Als Ip dies aussprach, drehte sich Lee die Feuerstand langsam um,
Bei ihrer ersten Begegnung hatte Lee Ip mit dem warmen Lächeln einer Fee begrüßt. Aber ihr Lächeln war verwandelt, jetzt düster und abscheulich. Vor Schreck wollte Ip schreien, doch ihr Bewusstsein wurde von tiefer Finsternis verzehrt, bevor sie ein Laut von sich geben konnte. Sie war tot. Nein, was? Weltvermächtnis Weltpanzer. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass irgendwie die Fee so krass drauf ist. Ja, also irgendwie die Fee einen Boost bekommen und kämpft gegen Auram und Co. plus nur gegen die Mech-Ritter. Ja, ist logisch. Auram und die anderen kämpften weiter gegen eine schiere Übermacht. Plötzlich gab es im Inneren der Anlage eine Explosion. Sofort hatte Auram das Gefühl, der Weltkelch würde wieder erwachen, obwohl das Gefühl jetzt wesentlich intensiver war. Alle auf dem Schlachtfeld hörten auf zu kämpfen, in diesem Augenblick wie versteinert. Gerade dann erschien eine Gestalt. Sie stand auf dem Trümmerberg vor ihnen. Es war der Antlitz von Ip, von Kopf bis Fuß unverkennbar. Ihr Gesichtsausdruck war jedoch fasziniert. Ihre Augen leuchteten geheimnisvoll und ihr ganzer Körper strahlte etwas Böses aus. Diese Anzeichen sagten ihnen, dass diese Gestalt nicht die Ip war, die sie kannten. Ihr Lachen hatte keinerlei Ähnlichkeit mit dem von Ip. Jetzt sprach sie zu der verwirrten Gruppe. Ich bin Lee. Dieser Körper gehört jetzt mir. Die süße Ip war nicht mehr da. Die weibliche Resonanz ihrer Stimme war jetzt mit einer donnernden Dissonanz vergiftet. Auram und die anderen starrten sie an, verwirrt und wütend. Albtraumritterin, Beschädigerin Ibli hielt ihren Blick stand und erzeugte ein Kraftfeld. Das Kraftfeld saugte die Macht des Weltkelchers aus Auram und den anderen, und jetzt bedrohte es ihr Leben. Ausgerechnet der Mech-Ritter ganzes Spektrum, mit dem sie noch zu kurz zuvor bis auf den Tod gekämpft hatten, sollte sie jedoch retten. Als er sich auf sie warf, war die Kraft von Ibli so groß, dass sie die Form des Mech-Ritter ganzes Spektrum wieder zerteilte. In 7 getrennt waren die Mech-Ritter schwer beschädigt. Dann zog Ibli mit geschickter Hand die Kerne aus jedem der Mech-Ritter raus, einen nach dem anderen. Jetzt war klar, dass große Gefahr bedrohte, wenn Ibli sowohl die Kraft von Ip als auch die des Ritualzauberstabs besäße. In dem Versuch, dies zu verhindern, wollte Mech-Ritter Blauer Himmel die Kontrolle über den Zauberstab auf jemand anderen als Ip übertragen. Angesichts des Wachstums, das er im Kampf gezeigt hatte, wurde Auram als Nachfolger des Zauberstabs erwählt. Iblis Kraft erzeugte eine Schockwelle, die Auram an den Rand der Klippe schleuderte. Der Mech-Ritter Blauer Himmel streckte seinen Arm aus, um ihm zu helfen. Wortlos trafen sich ihre Blicke. Auram spürte in seinem Herzen, dass der Ritter versuchte, ihm etwas mitzuteilen, als plötzlich ein grelles Licht aufleuchtete. Im nächsten Augenblick stand Auram in einem neuen Panzer, nicht vom Weltkelch, mit einem Schwert in jeder Hand, am Rand der Klippe. Als Mech-Ritter Afram, Nachfolger des Ritualzauberstabs. Afram, ernsthaft? Nachfolger des Weltvermächtnisses. Dann Spielzeug aktivieren, okay. Also ich muss sagen, die Story hier mit dem Weltkelch und so, das ganze Konzept finde ich echt spannend. Kannst du groß meckern jetzt? Ach du Scheibenklasel, was ist denn hier los?
Mekrit Afram. Schau dir das mal an. Oh, normales Monster, Psi, normal, mit 4 Sternen. 2000 Angriffspunkte, leck mich am Arsch, ey. Lustigerweise kein Link-Monster. Okay. Der Ritualzauberstab, der einst Ib gehörte, wurde im Dorf im Wald der Sterne über Generationen weitergegeben. Er war der Schlüssel zum Schicksal der Sterne und hatte die Macht, die Weltvermächtnisse freizugeben. In einem Sekundenbruchteil war Auram zum Nachfolger des Zauberstabs bestimmt worden. Nicht von dessen Beherrscherin Ib, sondern von den Mekritern. So war die Macht zwischen Aura und Ib aufgeteilt worden. In dem Wissen, dass in Ib immer noch die Macht des Schlüssels ruhte, flog Ibli los, um die Kraft der Weltland zu langen, bevor Auram sie erreichen konnte. Auram verfolgte sie, entschlossen sie aufzuhalten. Ihm standen jedoch die Albtraumritter Bessen im Weg, geboren aus der Macht der Kerne, die Ibli den Mekritern gestohlen hatte. Auram, der gerade seine neuen Kräfte erhalten hatte, muss sich der furchterregenden Stärke der 6 Albtraumritterbestien stellen. Jetzt sagte Ningirsu, der zusammen mit Induk an Aurams Seite geeilt war, zu ihm: Wir halten sie auf. Geh du los. Der kleine Drache. Hundi. Seine Stimme war leise, aber entschlossen. Da er die Macht des Weltkelchs verloren hatte, wusste Ningirsu, dass er Ibli nicht würde aufhalten können, selbst wenn er sie einholte. Ohne Aurams Antwort abzuwarten, sprang Ningirsu dem Besten entgegen, den Speer in der Hand. Oh, das wird ein kurzer Kampf, Freunde. Obwohl er nahezu machtlos war, führte Ningirsu seinen Speer geschickt, wie besessen. Als die Albtraumritterin Meerjungfrau zermalmt wurde, wandten sich alle Besten zugleich dem Speerkämpfer zu. Offenbar wollte seine kleine Schwester mehr verfolgen als irgendjemand sonst. Auram machte sich auf der Verfolgung von Ibli und der Weltlanze, weil Ningirsus Entschlossenheit als Antrieb diente. Hinter ihm verklang der heldenhafte Gebrüll von Ningirsu, der tapfer gegen die Dämonen kämpfte, in der Ferne. Und er verstarb. Hoffentlich nicht. Mekrit Avram. Schön. Ist jetzt einer von denen. Albtraumritter, okay. Deck des Gegners, alles voll Albtraumritter. Natürlich verbotene Karten hat es im Deck. Mhm. Ist klar, Alter. Albtraumritter Beschädigerin Ibli. Okay, was kann sie überhaupt? Spielfeld sein, also diese Karte zeigen, aber ändern seinen Angriff 0. Ganz genau, aus Link-Monstern. Ach nee. Hat ich selber hier die Mekritter noch? Okay, ein paar Weltvermächtnisse auch noch. Geschäft in der finsteren Welt, natürlich. Oh Mann ey. So, was sagt denn mein Leihdeck, hä? Da haben wir Afram im Deck. Weltdrache, Ningirsu, okay. Magischer Hund, wuff wuff. Nix im Extra-Deck. Ach du Scheiße. Ah, Mekritter blauer Himmel. Okay. Das kann ja lustig werden. Er ist Link-Monster, jetzt kein Link-Monster mehr. Spiele ich erstmal Landformen und hole mir eine nette kleine Zauberkarte.
Nehmen wir den. Okay, Stufe 6 erhöht. Die Karte gefällt mir schon mal. Da sage ich auch nicht nein. Verstärkung für die Armee. Ja, ja, ja. Der Zauberläufer. Vielleicht hilft mir diese Karte eines Tages noch. Und ich höre schon auf zu singen. So. Ich weiß natürlich keinen Boost drauf, den ich vorhin gehabt hätte. Faszinierend. Einsames Toxinschwert. Ja. Aktuell bringt er gar nichts, die Karte. Albtraum-Dämonenbestie. Du wirst scheitern, Bestie. Zauberläufer. Ja, keine Spezialbeschwörung beschwören, ist ja schön. Bringt uns aktuell noch nicht so viel. Er ist irgendwie auch ein bisschen unfähig, was zu machen. Ja, mache ich einfach weiter. Albtraumbesten, ich finde gar nichts. So, Freunde, haben wir gleich. Weil ich zugeben muss, ich schon mal gerne sehen würde, was es so drauf hätte. Sag mal. Freund, was ist los mit dir? Haben wir einen feierlichen Schlag. Krass. Ningirsu! So. Den mache ich jetzt nicht einen Angriff, weil ich will echt mal gucken, was er überhaupt drauf hat. Bevor ich ihn vernichte. Okay, nichts drauf. Was spielt der denn da? Ist sein Deck so scheiße, oder? Alter, schon 3 feierliche Schläge insgesamt. Komm, sicher ist sicher. Naja. Entweder ist sein Deck so scheiße, oder hat echt so ein Kartenpech wie sonst was. Es passiert was. Ja. Di, 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 di. Hä? Kann doch gar nicht. Ich hab doch hier die Feinkarte. Wieder können als Spezialbeschwörung beschwörende Monster. Das war jetzt eine Normalbeschwörung.
Also jetzt bei dem bin ich nicht so ersichtlich. So ein permanenter Zauber. Ja, den rufe ich nachher. Erst einmal versuche ranzugreifen. Jetzt noch eine Karte fertig. Ja, ja, ja. So also, Freundchen, wa? Hinzufügen, einen Zug aktivieren. Nehmen natürlich gerne. Dankeschön. Mekrita, blauer Himmel. My best friend. Ich leg mal, weil das wird mir noch nicht gehen. Ja, ich leg mal Afram ab. So, ich habe die immer noch. Sehr gut. Ich habe noch Zauberläufer. Den ich theoretisch mit Schlüssel selbst vom einsetzen könnte. Oder gegen es besser gesagt. Ja, das sind natürlich offene Zauberkarten. Okay. Ja, ich weiß, mein Ding ist weg. Mein toxisches Schwert. Das ist aber kein Problem. Denn ich habe meine Mekrita, zumindest einen davon, der andere ist am Friedhof. Da will ich eigentlich auch beide alle haben, schlussendlich. Sag mal, wie viele von diesen Dice kann man eigentlich haben, wa? Mein Spezialschwung schon gut, aber das ist übertrieben. Okay, ich meine, dann kann ich so eh nichts machen. Genau, darf ich angreifen. Mekrita, blauer Himmel. Du, 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 du. Ja, sogar sowieso die Karte, war. Macht des Spiegels! Pech gewesen, war? So. Da geht es jetzt nicht, weil es kein Weltvermächtnis, sondern um Weltkelchviech ist. Ja, okay. Freunde, beenden wir's. Mekrita, blauer Himmel. Dies gebührt dir. Victory, Sauer. Mit einem seltsamen Deck auf unserer Seite. Verderbnis des Weltvermächtnisses. Tja. Kann passieren.
Mit die Karte selbst eigentlich nicht so schlimm. Ah, unser kleiner Drachenfreund. Ja, er wird sie retten. Sehr schön. Erstmal das freischalten. Dann noch Duelle von Stufe 4 und 5. Ich nehme an, ich habe wieder dieselben abgebrochenen Decks. Nein, spiele ich als Gegner. Ach du Scheiße. Schreck. Schreck, lass nach. Du bist als Zweiter. Achso, stimmt, Folge ist vorbei. Hä? Ich habe ganz auf die Zeit geguckt. Das ist natürlich doof von mir. Fluchlose Ketten. Ja gut, die hätten natürlich die Karten so mal, die Effekte mal lesen können. Egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Auf dem Weg, Ib zu retten und Ibli zu vernichten. Also, die, oder ist ja egal. Bis dahin, bye bye.